Ja, grüß euch benannt und einen sackisch guten. It's Kasperl. Leute. Ich weiß nicht, welcher Tag das heute bei euch ist, aber bei uns ist Freitag. Und das Wetter schaut nach Canapé Nordwand aus heute. Ich glaube, wir müssen später nochmal kurz in den Supermarkt melden und Resalien einkaufen. Adragel Bier. Und ich glaube, dann wird's, wenn sich an dem Wetter nicht eklatant was ändert, dann wird zu Hause geblieben am Wochenende. Datum, Wetter, Uhrzeit wäre damit abgehakt. Mir fällt es selber auf, ich beschwere mich sehr oft über das Wetter, aber dieses Jahr ist halt einfach Arsch. Bitte verzeiht es mir. Ich weiß, das ist, kann nervig sein. Mich regt sowas manchmal auch auf, aber was willst du machen? Ich versuche mich zu essen. Wir waren, genau, Drachenbade, Schriftsteller, genau, das war hier mit dem Tee und dem Honig und so, Zucker für den Tee, genau, dann hat er geflext mit seinem Skör und hat die Lüge erzählt, er hätte über 400.000 Abonnenten nur auf YouTube gehabt, wo wir wissen, dass das gelogen ist. Richtig. Bevor wir irgendwo irgendwas machen, haben wir hier noch die Schandtat des Tages. Und ich weiß auch, das habe ich dann später noch bei einigen anderen Leuten gelesen. Ich habe mir jetzt Dr. Banane rausgeschrieben. Einer der ersten, die unter meinem Video kommentiert haben und meinte so, ja, Leute anspucken. Ja. Rainer hat während das hohe C die Welt beherrscht hat, angefangen, Besucher einfach anzuspucken. Rainer hat natürlich nicht gecheckt, wie das funktioniert mit so einer Infektion, so dass er auch soziale Kontakte braucht, um es selber zu kriegen. Aber da hat angefangen, Leute anzuspucken und hat dann auch, hat er auch gesagt, ja, er hofft, dass die Hater, dass die das kriegen und einen schlimmen Verlauf haben. Und also, ihr müsst ja wissen, der Rainer ist ein richtiger Menschenfreund. Ne? Der Rainer ist der größte Menschenfreund, den es gibt auf der Welt. Er wird nie irgendjemandem was Böses wünschen. Außer wenn er halt mal wieder irgendwie entweder den Hatern oder gleich der ganzen Menschheit ein baldiges Ableben wünscht, weil ihm gerade wieder ein Schwarz quer hängt. Ha? Weil er wieder durch eigene Dummheit in eine Situation gekommen ist, die ihm halt nicht gefällt und gegen die er dann nichts mehr machen kann. Dann sitzt er da und dann, ganz ehrlich, dass dieser Mann nicht wirklich irgendwie Macht hat. Ne? Er sagt, ich hab die Macht. Dass der das nie hatte, dass er nie in die Situation gekommen ist, wo er wirklich eine gefährliche Waffe zielgerichtet gegen jemanden hätte einsetzen können. Ich glaube, das war schon eine glückliche Fügung des Schicksals. Denn der Mann hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle, gar nicht. Hatte er nie, ist wegen absoluten Kleinigkeiten ausgerastet. Er tut es ja dann immer so, ja, er hat sich immer nur verteidigt und eigentlich ist er ganz friedlich, wenn man ihn in Ruhe lässt. Der ist komplett eskaliert, wenn da Leute mit dem Radl an der Straße, an der Schanze vorbeigefahren sind. Einfach nur irgendwelche Urlauber. Eine Radeltour gemacht durch schöne Frankenländle im Sommer. Was nachvollziehbar ist, ne? Weil es eine schöne Gegend ist. Vollkommen eskaliert, ne? Und ja, der Mann hat ganz vielen Menschen ein grausames Ableben gewünscht. Und das ist Arsch. Richtig, das tut man nicht. Und deswegen eine Schandtat des Tages. Danke, liebe Dr. Banane war das. Ich glaube, Dr. Banane. Gucci. Losgehen tut's dann wieder bei 5 Minuten. Ich meine, ich bin so ein Chaot, ich habe hier so ein Zettel, den schmier jetzt schon seit Wochen voll und da muss jetzt dann noch ein bisschen was drauf. Dann kommt ein neuer her. Ja, in diesem Sinne, Leute, haben wir alles. Ich habe was zu trinken. Ihr habt hoffentlich auch was zu trinken. Legt die Füße hoch.
hockt euch her, sagen wir mehrer, reißt euch eine halbe auf. Mir gegen einer in Rainer. Das ist nichts Negatives bei mir, sondern einfach irgendein Umbruch. Bei mir leider nicht. Sorry, wenn ich gerade so still bin. Ich höre mir gerade nämlich die Lieder an. Alles gut. Ja, jetzt läuft da wirklich seine Drecksmucke, also seine Mucke, ne? Die unter dem Pseudonym Drachenlord veröffentlichte Drecksmucke, ne, mit der er eigentlich mehr oder weniger nichts zu tun hatte. Ich habe das immer wieder erwähnt. Rainer hatte mit dem kompletten Produktionsprozess dieser Machwerke überhaupt nichts zu tun. Der hat die Texte nicht geschrieben, der hat die Beats nicht gemacht, der hat das nicht abgemischt, der hat das nicht zusammengeschnitten, der hat da gar nichts gemacht. Ne? Der hatte ein paar Leute, die haben ihm da diese Aufgaben abgenommen, dann haben die irgendwann gesagt, Reini, es ist soweit, der Song ist soweit fertig, du musst nur noch den Text irgendwie reinnuscheln. Und dann hat er das gemacht, dann ist es durch sämtliche Tuning-Programme auf diesem Planeten durchgerendert worden, bis es nicht mehr komplett fensterzerstörend scheiße war. Und dann ist das rausgenettelt worden. Und die ganze Welt hat es quittiert, dadurch, dass sie sich köstlich drüber amüsiert haben, was hier der dicke Dirnenspross sich da im Internet zum Obst macht. Ja? Ich finde es krass, so wenn Leute dann Lieder machen, so. Das ist, ich meine, da steckt ja auch eine Menge Arbeit auch dahinter, so. Ja, bei Leuten, die tatsächlich wirklich selber ihre Musik machen, das hat Arbeit, würde ich mal sagen. Erstmal musst du jahrelang ein Instrument lernen. Die meisten lernen ja dann gleich mehrere. Ja, du musst die Musiktheorie lernen, du musst sehr, sehr viel lernen, üben. Du brauchst Talent dafür, du musst ein bisschen kreativ sein auch. Und natürlich brauchst du auch die Zeit und die finanziellen Möglichkeiten dazu. Ne? Auch so Instrumente sind sehr, sehr teuer. Platz brauchst du, also wenn du zum Beispiel Schlagzeug spielst. Und das ist harte Arbeit. Ne? Aber es ist nicht die Arbeit, die Rainer auch nur einmal gemacht hätte. Ne? Rainer hat von dieser Arbeit überhaupt keine Ahnung. Du musst das einsprechen oder halt einsingen, die Musik dazu machen. In meinem Fall extrem viel Autotune, weil ich scheiße singen kann. Also danke, Rainer. Ich meine, klar, also ich gehe jetzt einmal so weit, um zu sagen, das ist Fishing for Compliments, was er da jetzt gerade macht. Das ist nicht wirklich reflektiert, weil ich kenne Rainer lang genug, also jetzt nicht persönlich, aber hier, ne, ich behandle das Thema Drachenlord Rainer lang genug, um zu wissen, dass er so selbstreflektiert nicht ist. Ne? Der hält das schon für Meisterwerke, was er da rausgeknödelt hat. Und was er jetzt hier macht, ist zu sagen, oh ja, ist eigentlich alles scheiße, ich kann ja gar nicht singen, etc. In der Hoffnung, dass das Bärchen dann sagt, na Rainer, das sind noch ganz tolle Lieder und so viel Autotune ist ja da gar nicht drauf, das hast richtig gut gemacht, hast du es. Ja? Und jetzt spiel wieder ein bisschen, ich möchte da zuschauen, wie es dabei verkackst. Gar nicht singen kann. Echt? Komm gar nicht so rüber in den Liedern. Also Das ist alles Autotune. Okay. Manche mehr, manche weniger. Okay. Hast du die Lieder dann komplett alleine gemacht oder hattest du noch so ein kleines Team im Nacken? Damals hatte ich ein paar Leute hinter mir. Ah, okay. Ist ja nett, wenn die da helfen. Das ist cool. Ja. Liebes Bärchen, ne? Die haben nicht geholfen, die haben einfach alles gemacht. Aber das wird, die Blöße gibt er sich nicht. Da jetzt zu sagen, ja, eigentlich haben die den Großteil der Arbeit gemacht und ich habe da dann halt den Text da reingenuschelt. Wird er nicht machen. Ja, haben mir aber auch die Hater versaut. Kann ich auch nichts mehr machen. Okay. Okay, Krempeln wir mal die Ärmel hoch, Rainer. Ich habe ich glaube sogar auf 2, habe ich das auf 2 Videos oder war das ein sehr langes Video? Die Verlassung der Mods, ne? Ich habe darauf reagiert, Rainer. Und der Grund, warum diese Menschen sich von dir abgewandt haben, der Grund hat mit den Hatern gar nichts zu tun.
Es hat was mit deinem eigenen dirnen, sprössigen Verhalten zu tun. Im Übrigen, was haltet ihr davon, wenn man jetzt statt dem bösen Wort mit H und Sohn hinten dran, einfach Horizon sagen? Ja, Horizon ist ein schönes Wort, das absolut unverfänglich und jeder weiß, was gemeint ist. Ich versuche es mir anzugewöhnen, dass ich einfach Horizon sage. Ja, genau. Also, ne, wenn man sich halt wie ein Horizon verhält, dass dann die Leute, die ja hier die ganze Arbeit gemacht haben, für diese Songs, was dazu geführt hat, dass du Millionen Klicks gemacht hast und richtig Patte eingeschoben hast. Barne sind da beim Fenster einer geflogen. Kannst du denken, dass Skirskir mehrere Millionen Aufrufe hatte? Und du hast dann nicht nur, die haben ja das sogar akzeptiert, dass die da vor keinen Knopf Geld gesehen haben. Du wolltest die dann mit abspeisen mit irgendwelchen Scheiß, den du von der Battle-Liste gekriegt hast. Ja? Ich hab dem ja seit diesen Tischgrill angeboten, den ich hier noch rumstehe habe. Geil. Ja? Und sogar davon haben sie sich nicht vertreiben lassen. Was dann der ausschlaggebende Punkt war, ist, dass Rainer hat auf irgendeiner Social Media Plattform, ich weiß nicht wo genau oder was, Discord, auf jeden Fall waren ein Paar von seinem Rudel damals, hieß das, glaube ich, und waren mit einer Person befreundet, die Rainer als Haterin identifiziert hat. Also aus seiner Sicht identifiziert. Die Frage, ob das eine Haterin war oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, so, die war da nicht drin. Auf jeden Fall, die war in Rainers Augen eine Haterin. Und dann hat er festgestellt, dass manche von diesen Leuten mit der noch befreundet waren. Also die hatten die halt in der Freundesliste. Ne? Keine Ahnung, Facebook oder was weiß ich. Und das hat Rainer so getriggert, das hat er als Verrat angesehen, dass die befreundet sind, ja, mit einer Person, die er nicht mag und die er praktisch als Haterin gebrandmarkt hat. Und das war so ein schlimmer Verrat, dass er kurzerhand alle Leute aus diesem Rudel geblockt hat. Einfach geblockt. Nicht sich mit denen zusammengesetzt und gesagt, hey du, ich weiß nicht, dir diese eine da, Wafi hieß die, glaube ich, die hat das und das gemacht, ich weiß nicht, ob du das weißt, so, wie schaut das aus, ich bin da ein bisschen vorsichtig, wegen Hater und so weiter und so fort. Nix. Er hat einfach aus heiterem Himmel die ganzen Leute alle gebannt. Gebannt und geblockt und fertig. Und dann ist ihm aufgefallen, Moment mal, die Leute, die haben ja die ganze Arbeit gemacht. Die haben ihm ja dann irgendwie geholfen bei der Recherche für seine Dragon Mondays auch und so weiter und so fort. Und das vollkommen unentgeltlich. Dann hat er festgestellt, er kriegt das alleine alles gar nicht geschissen. Das ist ja richtig Arbeit, was sie da reingestellt haben. Vollkommen unentgeltlich. Und dann ist er wieder angeschissen gekommen. Und einen hat er dann gehabt, der dann vermittelt hat mit dem Rest, weil die natürlich gesagt haben, wir brauchen uns hier nicht wie Abschaum behandeln lassen. Und da haben wir gar keinen Bock nicht drauf. Da kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und dann hätte er sogar noch die Möglichkeit gehabt. Ne? Er hat erst mit dem Typen gesprochen, der Typ hat mit den anderen gesprochen. Dann hat man sie alle in einen Raum gepackt. Und Rainer hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey Leute, es tut mir fürchterlich leid. Ja, ich habe das gesehen, bei mir ist die Paranoia, hat gekickt und war Kurzschlusshandlung. Ja? Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier ist wieder irgendeine Hater-Aktion, die ich nicht check, wo ich zu dumm dazu bin. Und deswegen habe ich aus Kurzschlusshandlung das gemacht. Und mir ist jetzt im Nachhinein klar geworden, dass das eine ziemliche Horizon-Aktion war. Und das tut mir fürchterlich leid. Und ich habe ein bisschen reflektiert auch. Und ich habe mich mit dem anderen Dude auch noch unterhalten. Und ich habe euch auch generell, ich habe euch für zu selbstverständlich genommen und habe euch die Wertschätzung nicht gegeben, die euch zusteht dafür, dass ihr die ganze Arbeit für mich macht. Und das wird sich ändern in Zukunft. Und wenn ihr mir noch eine Chance gebt, dann und weiter mit mir zusammenarbeitet, so, dann soll es euer Schaden nicht sein. Und bitte verzeiht mir diesen Fehler. Das tut mir fürchterlich leid. Punkt. Ende. Das, wenn er gesagt hätte, wären die wiedergekommen
und hätten ihm sein scheiß Arschgebirge weiterhin nachgetragen. Mehr wollten die nicht. Eine ehrliche Entschuldigung, ohne aber Bums die Fluppi hinten dran. Einfach nur, ich habe reingeschissen, es tut mir fürchterlich leid, ich habe euch wie Dreck behandelt, das habt ihr nicht verdient, das wird sich in Zukunft ändern. Fertig. Ende Gelände. Und das hat er nicht hingekriegt. Das hat er nicht hingekriegt. Es waren dann so immer diese Nicht-Entschuldigungen. Ne? Es waren immer diese Nicht-Entschuldigungen. Es war immer so, ja, tut mir leid, aber. Und die Krönung war dann eben am Schluss. Und ich glaube, dann ist der Asok da rausgegangen, der Rest eigentlich auch. Da hat es ihn gelangt. Rainer diesen klassischen Narzissten-Bullshit abgezogen hat, von wegen, es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Naja, Asok gerade ins Gesicht gesagt, und da finde ich es wirklich starke Reaktion, wie aus der Pistole geschossen ist gekommen, Rainer, die sollen nicht meine Gefühle leid tun, sondern die Scheiße, die du gebaut hast. Und damit bin ich raus. Mach deinen Scheiß alleine, du alter Depp. Tschüss. Ja? Auf Nimmerwiedersehen. Und dann das war ja ein Narzisst, hat das nicht zugelassen, sich einfach bei denen zu entschuldigen. Und dann sind die alle abgehauen. Der eine, der versucht hat zu vermitteln, war noch da und dann hat Reini zu heulen angefangen. Weil er gesehen hat, okay, scheiße, ne? Die sind jetzt weg, die machen mir die Arbeit nicht mehr. Das kostet mich Barne. Weil jetzt der Dragon Monday dauernd ausfällt, weil ich ihn selber nicht machen kann, weil ich zu dumm dazu bin. Weil er keine neuen Songs hochladen kann. Ne? Der hat ja diesen Erfolg nur im Kreuz gehabt, da war er monatelang unausstehlich arrogant in jedem Stream, weil Skör so durch die Decke gegangen ist. Und jeden Tag hat es ein Update gegeben, wie viele Aufrufe Skör seit gestern jetzt wieder dazu bekommen hat. Und da war es so auf dem Trichter, er macht jetzt hier mit Musik, er macht jetzt da den Durchbruch und dann kriegt er richtig Kohle und dann schauen sie alle dumm, die Haters. Und das ist ihm halt irgendwie durch die fetten Wurstfinger geglitten in dem Moment. Und dann hat er Heuli gemacht. Wir sind jetzt noch nicht sonderlich weit gekommen. Ich bin schon wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber um das nochmal, wenn es hier um seine Musikkarriere geht, um das nochmal klarzustellen, wer da die Arbeit gemacht hat. Wie denn das? Naja, weil die Leute halt Angst haben vor den Hatern, weil die Angst haben, dass die Hater dann ihr Leben zerstören. Das ist ja auch nachvollziehbar. Nee, die Leute sind abgehauen, weil du wie Scheiße behandelt hast, Rainer. Oh, okay. Schade. Hättest du wohl noch gern mehr gemacht davon, oder wie? Ja, einiges mehr. Also rein theoretisch. Rainer, das hättest du auch machen können, ne? Das hättest du machen können. Kann ich dir da auch helfen, ne? Weil ich habe ja auch Ahnung davon, vom Abmischen, Musik machen und all so ein Kram. Ja, du müsstest bei mir aber extrem viel machen. Ja, das ist ja die Sache. Er weiß das ja. Ne? Er weiß es ja. Der kann, so dumm kann er nicht einmal er sein, dass er das nicht checkt, dass die alle Arbeit für ihn gemacht haben. Da müsste es dann schon sehr viel machen. Joke, auf der anderen Seite ist er derjenige, der sich brüstet, ich bin der große Internetmusiker und mein Song Skör hat so und so viele Millionen Aufrufe im Internet gemacht. Ne? Das sind alles seine Songs und hin und her und er macht ja Musik, aber er weiß ganz genau, dass er nichts davon selber gemacht hat. Ich kann keine Lieder schreiben, ich kann keine Musik machen in dem Sinne. Das ist kein Problem. Und ich kann auch nicht singen, also muss man auch das Autotune übernehmen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich habe schon einige Lieder so gemacht. Ja, aber dann stellt sich doch dann auch wieder die Frage, Rainer, komm, jetzt bitte, für 5 Centirem einmal. Da musst du dir doch jetzt selber die Frage stellen. Welchen Anreiz sollte dieses Bärchen haben, diese ganze Musik zu machen, das zu schreiben, sich die ganze Arbeit zu machen, die ganze Mühe, wo du selber sagst, du kannst nichts beisteuern, weil du nichts kannst, genau gar nichts, weil du noch nie irgendwas geleistet hast oder noch nie irgendwas geschissen gekriegt hast,
welchen Grund sollte die jetzt haben zu sagen, ja, dann mache ich mir die ganze Mühe genau für ihn? Ne? Wo man andere Leute nehmen könnte, wo es deutlich weniger Arbeit wäre. Ne? Leute, die vielleicht schon selber singen können. Vielleicht auch selber mal irgendwie am Text mitarbeiten können. Die vielleicht auch schon mal irgendwie irgendwas abgemischt haben oder einen Beat gemacht haben oder was weiß ich. Warum sollten die Leute das mit dir machen und nicht mit literally jedem anderen Menschen auf diesem Planeten, Rainer? Weil, ganz ehrlich, talentloser und beschissener als du kann ja laut deiner eigenen Aussage allein schon keiner sein, weil du hast dir ja gerade gesagt, dass du genau gar nichts kannst. Du hast zu ihr gerade gesagt, ja, wir können schon zusammen Musik machen, aber ich kann weder singen, noch Texte schreiben, noch Musik machen. Und wenn du den Gedanken dann weiterführst, warum sollte die gerade mit dir sich diese Mühe machen, dann gibt es dafür nur eine plausible Antwort und die ist, das ist ein Bärchen, eine Haterin, die nimmt die Scheiße gerade auf und ich muss das jetzt hier abbrechen. Fertig. Wegignoriert. Waren auch welche dabei, die jetzt nicht unbedingt gut singen konnten. Da muss schon einiges gemacht werden. Aber im Endeffekt bin ich halt bewandert darin. Also wenn du mal Lust hast. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kann es dir ja zeigen, Zoe. Aber das wird eine lange Zeit dauern, bis man sich damit ein bisschen mehr auskennt. Jo, alles gut. Musst du nicht unbedingt. Es Okay. ist schön, wenn du das kannst. Alles gut. Ich wollte dir nur ein bisschen Technik beibringen. Ja, da bin ich manchmal etwas, naja, nicht so begabt. Aha, ist ja nicht schlimm. Hat jeder so seine Stärken und Schwächen, I guess. Eben. Ja, bis auf Reini, ja. Der hat exklusiv Schwächen. Stärken sind da praktisch nicht vorhanden. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich euch leise oder laut machen soll, weil Wolbani ist immer relativ leise und Rainer ist immer relativ laut. Da muss ich irgendwie so ein Mittelmaß finden. Welcome to my world, liebes Bärchen. Welcome to my world. Das Problem, das habe ich jetzt irgendwie schon seit 30 Videos. Sind wir bei Video 30 schon? Oder erst bei 920? Ich glaube, wir sind schon bei 30. Warte. Die doch laut, du kannst doch die Individuen lauter und leiser machen, ne? Das weißt du. Stimmt, na eben. Das ist ja gut. Ich kann mich aber auch noch lauter stellen ein bisschen, wenn das so in Ordnung ist. Ja, ist geil, wenn ihr euch beide jetzt lauter stellt, ne? Dann hört man irgendwann nur noch sie. Ich würde halt sagen, derjenige von euch, der die Aufnahme macht, stellt es dann auf die entsprechende Lautstärke so ein und der Rest hält's Maul. Ist, bin ich ein bisschen lauter? Ja. Ja, ich fummel immer mal wieder am Mikrofon ran, dass es nicht allzu laut ist, wenn ich jetzt bei Aufnahmen reinschreien muss, ne? Dass das nicht übersteuert. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal vergesse. Auch hier hat das Bärchen sich gerade verraten und Rainer hat's nicht gecheckt. Er hat gesagt, dass sie bei Aufnahmen reinschreien muss. Die hat ihm gerade gesagt, die nimmt die Scheiße auf. Die ist es gerade rausgerutscht, dass sie das aufnimmt. Ne? Ansonsten hätte man gesagt, ja, dass sie ins Mikro reinschreien muss, damit es aktiviert oder so, oder im Voice-Chat reinschreien muss oder sonst irgendwas. Mich lauter wieder zurückzustellen. Okay. Deswegen einfach sagen, sollte ich wieder besonders leise sein oder so, dann Alles klar. mal mich wieder zurück. Ja. Oh, ich habe eine neue Geschichte bekommen von meiner Freundin. Soll ich die reinstellen? Ja, mach. Sie schickt mir das immer so in Absätzen. Sei vorsichtig, wenn du das da reinschreibst auch, ne? Weil wenn die das auch irgendwo für anderes veröffentlicht, ne? Und du dann hergehst und das hier veröffentlichst und das irgendeiner von den Leuten mitkriegt, Nee, wenn dann das macht die nicht. jemand reinkommt, der Scheiße baut, ne? Nee, das macht die nicht. Erstens weiß sie nicht, dass ich hier auf dem Discord bin. Und Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wenn jemand, der hier draufkommt später, nicht mitbekommt, dass du hier Geschichten von ihr veröffentlichst, beziehungsweise dann vielleicht auf sie losgeht, wenn sie das auch auf Facebook oder sonst wo veröffentlicht. nö, das macht die nicht öffentlich. Das ist nur für sie und ich und noch eine andere Freundin. Die macht das nur so just for fun für sich. Das ist Okay. wirklich nichts Öffentliches so. Deswegen Aber krass, alles dass man okay. ja so aufpassen muss. Ja, aber ich danke Ja. dir auf jeden Fall für die Rückmeldung. Sollte man sowas irgendwie sein, dann packe ich das nicht rein.
Oder sollte sie es mal jemals veröffentlichen, was ich aber nicht glaube, dann lösche ich es hier einfach, ja? Und übertreibst du zu sehr. Ich übertreib's nicht so sehr. Mit den Posten meine ich. Ne, dass hier dann irgendwann nur noch lauter Geschichten drin sind, weil eigentlich soll das ja für den Blog sein auch. Ja, das sind halt so kinky Sachen, weißt? Deswegen Keine Ahnung, dachte ich, was passt kinky das ist. pervers. Ah, come on. Rainer, weißt du, was kinky ist? Da war jetzt nicht viel dazu zu sagen. Übertreib's nicht, ne? Kam halt so rüber. Vergiss aber nicht, wer der Star der Show hier ist, ne? Das hier die Rainer-Show und nicht die Wollbunny-Bärchen, was weiß ich was Show, oder ist die andere Woll... Ich weiß nicht, wer was ist, ne? Aber gleich in die Schranken weisen, ne? Nicht mehr machen wie er, ne? Damit er nicht als fauler Drecksau dasteht. Achso. Deswegen dachte Ja, ich, ich wäre bin das da gut ich bin ein alter aufgehoben. Mann. Ich bin ein alter Mann. Bei mir musst du alte Begriffe benutzen. Ach Quatsch, so alt bist du gar nicht. Bist doch erst 35, so hast du mir gesagt. Das ist doch nur jung. Ich bin erst 35, ja. Ja, aber er macht's nicht mehr bis 45, deswegen ist er im Verhältnis schon relativ alt, ne? Ich sehe das nicht als erst. Naja. Ja, so alt ist es nicht. So, neue Aha. Kurzgeschichte. Und tot. Nö, also ich finde es jetzt nicht so alt. Ich meine, es sind jetzt auch nur 7 Jahre vor mir. Ja, da komme ich auch noch hin. Und 7 Jahre gehen schnell vorüber. Wenn du das sagst. Ja. So schnell kann man gar nicht gucken und dann ist ein Jahr schon vorbei. Das geht ratzefatze. Das kommt drauf an, ob du eine gute Zeit hast oder nicht. Ja, okay. Ja. Touché. Toll. Alter, kein Bock mehr. Kein Bock mehr? Nein. Nö. Nö. So, meine Mädels. Ja. Ich werde meinen Controller wechseln und werde mich an die Switch begeben. Ja, muss sie die Arbeit ja einteilen, gell? Jetzt ist die harte Arbeit beim einen Spiel auf Steam ist vorbei. Jetzt geht die harte Arbeit auf der Switch weiter. Ne? Aber dazwischen gönnen wir sich ja verdiente Pause. Ne? Bisschen 5 gegen Willi und sich 3000 Kalorien in Form von Mikrowellenburger ins Gesichtsarschloch reinrendern. Das ist wichtig, aber das hat man sich ja dann redlich verdient. Alles Dann kann klar. ich nämlich auch mein Headset wechseln eben mal. So, das bedeutet... Liegender Wechsel. Jetzt müsstet ihr mich aber wieder lauter machen wahrscheinlich. Dieser Controller. So ist... Wehe, das Spiel ist jetzt nicht runtergeladen. Dann spreng ich im Dreieck und schreie, ich bin nackt und laufe frei. Was habe ich hier? Gut. Ach so, muss ich dich jetzt adden? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich dich adden. Schick mir mal privat deine FL. Mache ich. Also einfach bei dem Nintendo-Profil die, oder was? Genau. Okay. Muss ich einfach dein Profil adden. Meine Freundesliste beträgt genau 0 User. Erhalte Freunde. Nutzer suchen mit dem... Hier steht ja schlechte Audioqualität, aber langweilig, schön. Umschnitt Mario Kart. Okay, schauen wir da mal rein. Hallo. Das hast du dir so gedacht, dass du mich dann halt anklickst. War das meine Bombe? Ah, das war auf jeden Fall ein dicker Kettenhund. Ja. Oh nee. Richtig, dick, Digga. Der ist dick. Ich mach mal kurz nochmal hier Ding, ne? Also Leute. Die wird jetzt fast eingepennt bei der Nummer. Hier, das hier. Wir sind jetzt im nächsten Video schon. Ihr erinnert euch, ich habe am Ende vom letzten Video ungefähr hier, ne? Das alles übersprungen. Wir sind jetzt im nächsten Video. Und das erste, wo potenziell was kommen könnte, Hunger und Jobcenter. Über das Jobcenter würde ich gern was hören. Danach geht schon wieder los, Switch-Bibliothek, aber inklusive Spielstunden und Preise könnte theoretisch interessant sein. Und alte Serien, Shakespeare, Not Safe for Work, ne, ab hier könnt wieder irgendwie interessantes Met drin sein. Das hier alles war Mario Kart Gedadel und dummes Geblabber. Ne? Das hier alles. Wo wirklich nichts Nennenswertes dabei war. Der ganze Bums hier, jetzt sind 55 Minuten, ist nur dieses Video. 2 Drittel davon sind schon Arsch. Stimme. Schadenfreude. Eine Runde würde ich Nein. noch machen. Eine Runde würde ich noch machen, dann muss ich mal gucken, ob ich was zu essen mache. Und Alles wenn klar. ja, was ich mir mache. Ja, geht mir auch so. Ich glaube, ich mache mir Pommes. einfach nur einen Toast. Ja, ich habe keinen Toast da. Pommes wären geil, aber ich fürchte, es wird bei mir einfach nur ein Wurstbrot. Das ist auch in Ordnung. Ja, weiß nicht, Rainer Pommes ist sowas. Ja, damals sind wir die Fritteuse angeworfen, aber ich weiß nicht, ob die in der Mikro gehen
ich mache mal zu Hause nicht wirklich oft Pommes. Ne? Manchmal hat man mal irgendwie, da geht man durch den Supermarkt und an diesen Eisschränken da vorbei und dann denkt man sich, hey, zur Backel TK Pommes, so heute Abend rein in den Ofen, fährt sich ein, aber kommt relativ selten vor. Das ist ja bei Rainer, war ja zeitlang wirklich immer Pommes, weil einfach immer die Fritteuse lief, ne? Nee, einfach nee. Wieso? Weil ich seit 6 Wochen nichts anderes fresse. Was? Und heute ist auch noch die Sache mit meinem, In Ordnung. ja, nee, einfach nicht. Wäre geil, aber ich fürchte, es wird bei mir einfach nur ein Wurstbrot. Das ist auch in Ordnung. Ja, nee, einfach nicht. Ach, okay. Nee, er sagt nur ein Wurstbrot, weil er seit 6 Wochen nichts anderes frisst als Wurstbrot. Um euch klar zu machen, Wurstbrot ist jetzt nicht das, was ihr vielleicht unter einem Wurstbrot versteht, ne? Das war Scheibe Brot vom Bäcker runterschneiden, irgendwie Butter drauf oder Frischkäse oder so und dann ein paar Radl Wurst drauflegen, vielleicht noch ein Essiggürkchen oder sowas. Was man normalerweise unter Wurstbrot verstehen würde, das ist das billigste Toastbrot mit der billigsten Retortenwurst und dann ungefähr im Verhältnis 1:1 von der Dicke her. Und ein anderes Toastbrot obendrauf, vielleicht nur irgendein 80 Cent Billig-Mayo rein. Das macht fett. Nee, Wieso? weil ich seit 6 Wochen nichts anderes fresse. Was? Und heute ist auch noch die Sache mit meinem Restbrot, der dann auch noch kaputt gegangen ist und dann muss ich erst was aus der Gefriertruhe holen. Was auch mega ist. Habt ihr das gemerkt? Da hätte er sich was verplappert. Also hat er sich verplappert, ne? Das ist die Sache mit meinem Brot. Ja, es ist der Billigtoast, Rainer. Es ist der Billigtoast. Das ist dieser ganz billige Discounter. Wir kennen ihn alle. Ja, und der geht halt dann auch mal kaputt. War ich ja durch erst einmal die Situation. Bleibst du stehen? Ganz ehrlich, und ich weigere mich, das anzuerkennen, wenn man das als Brot bezeichnet. Das hat mit Brot überhaupt nichts zu tun. Ne? Das ist ein Weizengärmittelschwamm. Ne? Das kann man auch mal fressen. Ich fresse auch ab und zu mal Toast, dass man sagt, hier, holen uns ein paar Toast sein, macht man sich irgendwie Grilled Cheese Sandwich und so ein Scheiß. Easy peasy, gar kein Act net. Aber erstens, das als Brot zu bezeichnen, ist schon einfach Blasphemie. Und da schmeißt ja jeder Bäcker meilenweit die Prügel hinaus, wenn er das hört. Und ja, seit 6 Wochen nichts anderes gefressen. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Auf der anderen Seite erzählt er immer, wie gesund er sich ernährt. Ne? Er hatte in diesen paar Tage vorher in diesen Leaks noch erzählt, was er nicht immer alles macht. Ne? Reis mit Gemüse und so. Da kocht er auf, der Rainer. Und jetzt ist die Wahrheit wieder rausgekommen. Seit 6 Wochen frisst er Billigtoast mit Billigwurst, weil ihm das Jobcenter den Geldhahn abgedreht hat. Ja. Scheiße. Nein, Ich hoffe, nicht du erwischt. hast noch genug bei dir zu Hause, so, weil wenn das Jobcenter nicht zahlt, heißt ja kein Geld. Wie? Habe ich euch das denn besorgst wirklich du dir beiden dann? erzählt, dass das Jobcenter dass es nicht zahlt? Das Ja. frage ich mich schon die ganze Zeit. Ja, hast du. Kann sein, dass ich das nochmal erwähnt habe, während Bunny da war. Wenn, dann tut's mir leid. Also mir hat er es erzählt. Du hast mir vor Okay, 2 also Tagen mir- erzählt. Mir hat es auch erzählt, also dann ja. Und dass du sogar einen Anwalt hast irgendwie, der sich drum kümmert. Boah, ich sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen, was ich sage. Möglicherweise ja. Ja, Rainer, die Erkenntnis kommt reichlich spät. Und natürlich kommt die Erkenntnis nicht. Ne? Er erzählt ja wirklich seit Ewigkeiten. Das ist ja schon seit vor Mittwochzeiten. Erzählt er immer, ja, und er passt jetzt auf, mit was er im Internet von sich preisgibt und das ist alles ganz wichtig. Wir sind im Jahr 2025 und wir haben schon wieder neue Bärchenleaks. Und es wird nächstes Jahr wieder neue Bärchenleaks geben und er wird wieder sagen, er ist vorsichtig mit dem, was er im Internet preisgibt, fremde Leute gegenüber. Und es wird immer und immer und immer so weitergehen bis zum bitteren Ende. Vielleicht, ja. Normalerweise, Aber ja, das Drachengame ist ja komplett vorbei und bla 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 und er macht ja nichts mehr und er hat sich ja zurückgezogen, Spubidi-Bubidi. Ne?
plauder ich nicht einfach so aus dem Nähkästchen. Cool. Ja, aber auf jeden Fall hast du es gesagt. Deswegen mache ich mir da jetzt irgendwie ein bisschen Sorgen, so wenn das Essen dann weg ist, was dann? So. Essen habe ich schon noch, weil mir helfen ja Leute. Aber es ist halt nicht viel. Kriegt er noch Care-Pakete von Mara? Mara hieß die, glaube ich, oder? Das war die damals so, so fleißig die Leute, die Hater-Kanäle gemeldet hat. Wegen Cybermobbing. Ende 2023 hat er auch einen Strike kassiert. Das ist eine ganz gute Frau, die ihm da die Care-Pakete noch schickt wahrscheinlich, ja? Oder kriegt das von Marion, das kann auch sein, ja? Ne, Marion ist die einzige Konstante in seinem Leben. Es kann gut sein, dass da auch diese Mara inzwischen gesagt hat, ha, du dicker Horizon, du kriegst von mir überhaupt nichts mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Marion ihm alle 2 Wochen so ein kleines Paket schickt, ja, wo dann schwer verderbliche, kalorienreiche, sagen wir mal, Lebensmittel drin sind, ne? Und das kann ich mir schon gut vorstellen, ne? Dass die da Ersatzmama spielt. Hier so und das ist halt allgemein, es ist halt einfach scheiße und abgefuckt, wenn du halt die ganze Zeit, also ich fresse halt jetzt die ganze Zeit Brot, aber ich fresse halt nicht nur Brot so, ne? Aber Ja. ich hab halt viel Brot da, so viel Brot. Rainer, du hast gerade gesagt, dass du seit 6 Wochen nichts anderes mehr gefressen hast. Und Rainer, das ist eine der wenigen Aussagen aus diesen 30 Videos, die jetzt da aus dieser Scheiße schon gemacht haben, und es ist ja kein Ende in Sicht. Ne, eine der wenigen Aussagen aus diesen Dingen, die ich dir tatsächlich glaube. Da kommt dann immer wieder mal, er fühlt sich wohl bei den beiden. Und er fühlt sich unbeobachtet bei denen. Und er lässt ein bisschen seine Deckung fallen. Ja, weil er nicht wirklich glaubt, dass das Bärchen sind oder Haterinnen. Auch wenn er jetzt gerade wieder so ein bisschen nachgefragt hat. Na, Moment, habe ich das eigentlich erzählt? Ne? Ja, Rainer, du hast sehr, sehr, sehr viel erzählt und beiden, ne? Weil immer, wenn du mit einer von denen alleine im Gespräch bist, sich das komplette Blut in der Maulwurfsgegend sammelt und dann fürs Spatzenhirn nicht mehr genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Und dann blubberst du mal wieder, ne, die berühmten 2% raus. Ne? Aber wenn ihr halt 50 mal 2% rausgeblubbert habt, dann wissen am Ende trotzdem alle alles. Ne? Brot und Wurst und so und Käse. Boah, nein, heimlich. Ja, schön, super. Das war nicht ich. Doch, ich bin durch eine Banane von dir gefahren. Ach, hast ich die Banane doch erwischt, cool. Mhm. Weißt du was? Da kommt der Grüne. Und ein bisschen Nein. was. Und ein bisschen Feuer kommt noch hinterher. Nein, Hilfe. Das Coole ist, du siehst auf der Minimap unten. Ah, jetzt bin ich in der Pause. Du siehst in der Minimap unten, wo jemand rumfährt. Ach so, oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Genau, killt mich einfach. Ist okay. Alter. Boah, jetzt bist du aber ganz schön abgesoffen. Ja, ich habe keinen einzigen Punkt geholt gerade. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ja, das geht schon. Aber hey, ich habe dich trotzdem noch abgezogen. Mal sehen. Wie viele Siege hatte ich? 12? Ich weiß es nicht, aber ich Gegen bin einen einen. Platz über dir. Ja, wow, einen. Mit 2 Ja. Punkten. Wie oft habe ich dich mit wie vielen Punkten abgezogen? Keine Ahnung, hab nicht mitgezählt. Ich auch nicht. Was erzählst du mir denn da? Dein Charakter labert gerade mit meinem. Ich weiß nicht, ich glaube, du siehst eine andere Animation wie ich. Ja. Was du aber siehst, das hier. Übertragung. Das gibt's einfach nicht, Alter. Das war gerade geil. Das war wirklich gut. Jo, was habe ich denn da? Achso, weil ein Freund online ist. Und Okay, ja, bla bla bla, Gaming-Geblubber, ihr kennt den Steck. Ja, wir sind jetzt hier hinten, ne? Er redet über alte Serien und Shakespeare, gerade irgendwas von Sharks und ihr Extreme Dinosaurs und sowas. Das habe ich nicht mehr, glaube ich, vielleicht am Rande. Aber da bin ich langsam so aus diesem Super RTL-Alter rausgekommen. Und was er jetzt aber anspricht, ja, deswegen habe ich hier Pause gemacht. Die nächste Serie, die er anspricht, das ist eine meiner absoluten Lieblings-Disney-Serien aller Zeiten. Die kann ich mir heute noch anschauen. Ne? Ich schaue mir die heutzutage, ich habe die erst dieses Jahr schon, habe ich sie nochmal geschaut, irgendwie paar Folgen immer auf Disney Plus, weil wirklich großartige Serie. Eine Schande, dass er die auch gut findet, aber keine Ahnung, der hat alles, was Zeichentrick war, sich angeschaut. Auch ein blinder Oger findet mal eine Wurst. Und da steigen wir jetzt wieder ein. Ja? Weiter geht der Peter. ich auch geil fand, da kommen auch die Ideen von den Gargoyles her. Das ist natürlich Gargoyles auf dem Schwingen der Gerechtigkeit. Das war auch eine geile Serie. Da kommt übrigens, aus der Serie kommt übrigens meine Faszination für William Shakespeare.
Weil, Ja, Rainer, erzähl einen Scheiß. Du kennst nichts von Shakespeare. Nichts von Shakespeare. Du weißt, du hast ein paar Namen, was der veröffentlicht hat, also Stücke, die er geschrieben hat. Hier Romeo, Julia, Macbeth. Ja, da bin ich schon relativ bald. Ne? Bin auch nicht so sonderlich Shakespeare bewandert. Ne? Also, ich habe auch noch nie irgendwer Stück von Shakespeare aufgeführt gesehen. Ich weiß, dass Macbeth eigentlich auf einer alten Wikinger-Sage beruht. Ne? Und dass diese alte Wikinger-Sage verfilmt wurde vor einigen Jahren von Robert Eggers. Wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Videos, weiß, dass ich ein großer Fan von diesem Regisseur bin. Und der hat vor einigen Jahren den Film The Northman gemacht. Und The Northman ist großes Kino. Ist wirklich guter Film. Den kann ich nur empfehlen. Bombastisch guter Film. Und für diesen Wikinger-Krieger in dem Film haben sie Alexander Skarsgård gecastet. Besser hätten sie es nicht machen können. Ne? Bin groß begeistert davon. Auf jeden Fall, die Geschichte ist nicht OG von Shakespeare, der hat das umadaptiert, aber das wird Rainer sicher wissen, weil er so ein großer Shakespeare-Experte ist. Es gab da den sogenannten, da gab es auch den Bösewicht Macbeth. Und der ist ja nach dem Shakespeare-Roman entstanden. Und Rainer Shakespeare hat Theaterstücke geschrieben, keine Romane. Just saying. das fand ich halt so geil damals. Und deswegen habe ich mich irgendwann angefangen für Macbeth zu interessieren und dadurch, und dann Romeo und Julia natürlich, als ich älter wurde. Und dadurch kam es dann letzten Endes dazu, dass ich fasziniert. Letzten Endes, ja, er weiß auch nicht mehr. Romeo und Julia, Macbeth, das war's dann, ha? War von William Shakespeare. Also hast du einfach so Romeo und Julia und sowas so gelesen, weil es dich interessiert hat, oder? Romeo und Julia habe ich gelesen, weil mich die Filme interessiert haben. Da kann ich doch. Ja, du hast vielleicht den Leonardo DiCaprio-Film aus den 90er Jahren gesehen. Das gebe ich dir, mehr nicht. Ja? Und Macbeth weiß er, weil, ja, hat er ja gerade gesagt, aufgrund dessen, dass da ein Charakter in der Zeichentrickserie so hieß. Ne? Und darauf grob angelehnt war, sagen wir es mal so. Der große Kulturlord, der Shakespeare, kann er zitieren, ganz quies. 2 Versionen davon. Und davon wollte ich unbedingt noch die Version da wollte ich unbedingt noch die Version haben vom Original, und da habe ich mich einfach mal durchgelesen. Und dann gab es von Romeo und Julia auch noch so viele andere Filme und Serien. Da kenne ich so viel Zeug von. Das wurde aber ja auch so oft adaptiert. Und ungeachtet dessen gab es ja dann auch noch viele andere Geschichten. Und was auch ziemlich cool war, waren... Zeug, Rainer, Zeug, nicht vergessen. Der Shakespeare hat mich ganz viel seit Zeug gemacht. Eben William Shakespeare mit Macbeth. Womit ich nichts anfangen konnte, das war Hamlet. Das fand ich irgendwie ein bisschen zu deep. Ja, stimmt, Hamlet war das. Ich habe Scheiße gelabert. Macbeth war eine ganz andere Nummer. Hamlet war das. Boah, scusi, ja, ihr werdet eure Kommentare jetzt schon geschrieben haben. Und ich habe mich zum Obst gemacht und ich akzeptiere das. Ne? Hamlet war die Nummer, die ursprünglich eine Wikinger-Sage war. Macbeth war wieder was anderes. Ja, wie gesagt, hey, sorry Leute, ich bin Kulturbanause, was das angeht. Ich kenne mich mit Shakespeare sehr, sehr wenig aus. Muss ich sagen, hat mich auch nie so sonderlich interessiert. Oh ja, aber generell so ein bisschen viel Faszination für die Geschichte war das so ein bisschen der Fall. Ja, Mensch, du bist ganz schön bewandert so mit der Literatur. Nee, tatsächlich nicht. Also Shakespeare ist eigentlich schon das höchste der Gefühle, was ich so in der Ding lese. Obwohl, nee, das stimmt so nicht ganz. Ich habe mir auch schon Bücher von, warte, jetzt kommt mir kein Film, das ist eigentlich... Lügenlord. 100 Pro, er hat sich schon Bücher, da weiß man schon, dass gelogen ist, Rainer. Rainer, wir wissen, wie du lesen kannst. Oder eben halt gerade nicht lesen kannst. Ich hab mir Bücher von. Ab da wissen wir schon, dass gelogen ist, Rainer. Rainer sitzt dann da oben in seinem Lesezimmer, ne? In der Bibliothek. Ne? Ja, auch erst vor kurzem wieder aufgeräumt, nachdem er in der Küche und im Arbeitszimmer fertig war. Sitzt er da beim Glas mit Scotch in einer guten Zigarre und liest ein Buch. Die großen Werke der Geschichte werden dann von Rainer geschmökert und währenddessen werden sie analysiert.
eher was für Frauen, glaube ich. Also die meisten Frauen lesen das. Da bin ich tatsächlich über nicht über Amy Carter, das ist echt witzig, weil zu dem Buch oder zu den Büchern von ihr bin ich tatsächlich über Twilight, also über die Bücher von Twilight und über die Bücher von 50 Shades of Grey gekommen. Ja, Klassiker, ne? Das ist genau reines Niveau, ne? Das ist genau reines Niveau. Twilight und 50 Shades of Grey. Ja, das halt Schmutzunterhaltung kommerzialisiert für Vollidioten. Okay. Und ja, und für Teenager, aber die zähle ich als Vollidioten dazu. Und da nehme ich mir auch nicht raus, na? Leute, die mitten in der Pubertät stecken, die sind hageldumm. Wirklich ausnahmslos. Hageldumm. Tut mir fürchterlich leid, wenn ich Leute habe in dem Alter. Und wenn ihr euch jetzt darüber aufregt, denkt dann in 10, 15 Jahren nochmal drüber nach und dann sagt er, ja, Digga, wir waren halt damals hageldumm. Ne? Das liegt in der Natur des Menschen. Ne? Die Leute müssen in dem Alter hageldumm sein, das hat die Natur so vorgesehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Deswegen bin ich auch schwer dagegen, dass die Leute mit 16 wählen gehen dürfen, weil mit 18 schon noch dumm genug sind. Das Gehirn ist fertig ausentwickelt mit 25, Digga. Ne? Um das mal in Verhältnis zu setzen, das ist 7 Jahre vorher dürfen die Leute schon wählen. Und Alkohol trinken. Die dürfen da auch in Borneo-Filmen mitspielen und dergleichen. Die dürfen ihren eigenen OF-Account machen. Mit 18. Obwohl die Leute wissen, das Hirn ist erst fertig ausgebildet mit 25. Das ist, ja, keine Ahnung. Ja, das halt, aber irgendwo musste einsetzen und wenn die Leute erst mit 25 zum Wählen schickst, dann weiß ich es auch nicht. Dann kriegst du, glaube ich, nur FDP. Das war jetzt fällt mir der Name nicht ein. Bin jetzt bescheuert. Also Sturmhöhe, wenn dir der Name was sagt. Mir fällt der Name von den Schriftstellern gerade nicht ein. Also Sturmhöhe habe ich mal angefangen, aber leider nicht fertig gelesen. Dann, Mann, warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Ich muss noch eine Sekunde. Ich habe es ja in meiner Liste. Ja, Winklers Liste. Ganz gefährlich. Autorenempfehlung. Ja. Ich schaue nochmal. Ich schaue nochmal auf doppelte Geschwindigkeit. Im Notfall kann ich uns noch ein bisschen was ersparen. So, wir steigen gegen Ende dieses Videos nochmal ein. Fragst du mir nicht, warum jetzt hier ein schwarzes Bildschirm habe ich. Ein schwarzes Bildschirm, dann machen wir den hier wieder an. Hä? Und wir waren jetzt hier zocken, auf der Switch geht noch. Zwischendurch ist der Laptop-Bildschirm, hat Metal gesagt. Ne? Vielleicht haben sie es deswegen jetzt hier schwarz gemacht, fragt es mir nicht. Hier geht jetzt Rücksichtslord. Den geben wir uns noch hier die 2 Minuten und dann schauen wir ins nächste Video rein, hätte ich gesagt gehabt. Mensch, du bist aber wirklich nett unterwegs gerade, weißt du das? Was bin ich? Nett unterwegs. Achso, ja, warte. Das wollte ich eigentlich noch zeigen. Das Problem habe ich nicht. Ich könnte mir Ah, die sind noch auf. Es geht jetzt, ob sie schlafen kann, weil es zu hell ist, weil sie keine Vorhänge nicht hat. Ne? auch einfach Vorhänge besorgen, aber hab's halt nicht gemacht. Ich krieg dich schon müde, keine Sorge. Ah ja. Mhm. Mhm. Das ist natürlich nur, falls du das wollen würdest. Das steht natürlich immer zur Debatte. Ja, Rainer, weiß das, wie gesagt, diese sexuelle Anspielung, die habe ich ja im letzten Video irgendwo vermutet gehabt, ne? Oder im vorletzten, glaube ich, war das. Habe ich das irgendwo vermutet gehabt, dass er das bringt und da hat er es nicht gebracht, jetzt hat er es mit leichter Zeitverzögerung, ein paar Stunden später gebracht. Dieses, ja, ich mach die dann schon müde. Ja. Du bist aber wirklich nett unterwegs gerade, so weißt du das? Was bin ich? Nett unterwegs. Hä, wieso das? Ja, keine Ahnung. So, das wirkte halt am Anfang nicht so, weißt du, wie soll ich das sagen? Du nimmst gerade so viel Rücksicht. Entschuldige, das verstehe ich nicht. Was meinst du damit, ich nicht Rücksicht? Und mich nicht auch. Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht, ha. Einfach wild irgendwelche sexuellen Anspielungen rausschmeißen, wie die sprichwörtlichen Prügel, gegenüber von Menschen, die man praktisch eigentlich nicht kennt, in einem Discord. Weiß ich nicht, Digga. Ne? Ob das jetzt wirklich Rücksichtnahme ist. Miezi. Oh, ich habe ein flauschiges Miez auf dem Schoß. In was für einen Bezug nehme ich denn wieder Rücksicht? Ja, so mit dem, ja, nur falls du das willst und sowas. Weißt du, was ich meine? Das mache ich immer. Ja? Das ist bei mir völlig. Oh. Rainer? Lü? Foi? Lü? Normal, ja.
Mach doch nicht, hä? Ich mach doch nicht, wenn niemand das will. Euer Rainer, da lehnst du ja ein bisschen weit aus dem Fenster raus. Ich habe Aufnahmen gehört, die das Gegenteil beweisen. Ne? Wo du Sprachnachrichten geschickt hast ans Indigo-Bärchen, die dir während ihrem Besuch deutlich klar gemacht hat, dass sie nicht wünscht, von dir intim berührt zu werden. Und wo du ihr dann Sprachnachrichten geschickt hast, wo du ihr schön klar gemacht hast, dass als sie gepennt hat und sie nicht mehr wehren konnte, dass genau das getan hast, ne? Nein, das sage ich auch nicht. Hab ich noch nie gemacht, aber nee, das ist normal bei mir. Okay. Wo schon immer so ein Zustand. Eigentlich weißt du das schon mal nicht. Nö, ich hatte halt irgendwie einfach anders gedacht so. Ja, wahrscheinlich nach dem Zustand im Internet über mich immer erzählt wird. Ja. Nehme ich mal an. Ja, Google Drachenlord, glaube nicht, was du liest. Die Leute im Internet erzählen immer ganz fürchterliche Lügen über ihn, ne? Im Gegensatz zu Rainer, der immer nur die reine Wahrheit gesagt hat, nie irgendwie gelogen hat. Ne? Dass man den Lügenlord nennt, das ist Gaslighting einfach, ne? Das ist gar nicht so. Ja, schon so. Ja. Und wenn er hat nie gelogen, und wenn er doch gelogen hat, dann war es immer, um irgendwelche anderen Menschen zu beschützen, die damit nichts zu tun hatten, ne? Obwohl er ja eigentlich zu anderen Menschen, die damit nichts zu tun haben, schon lange keinen Kontakt mehr hat, ne? Also er hat ja keine Freunde und keine Familie mehr, da heult er ja immer, das hat er alles verloren, wegen die Haterse. Aber im gleichen Atemzug lügt er ja nur, um die Freunde und die Familie zu beschützen, die er ja eigentlich gar nicht mehr hat. Wahrheit ist, er lügt halt einfach, weil er chronischer Lügner ist und weil er sich halt interessanter machen will, weil er ganz genau weiß, was er für eine erbärmliche Existenz darbietet. Aber es ist ja nicht deine Schuld, dass das erzählt wird so. Also es tut mir leid, wenn ich da vorurteile. Ja, doch, das ist schon irgendwo seine Schuld. Wenn ich halt einfach immer alle Leute anlüge, dann wird irgendjemand mal auf den Trichter kommen zu sagen, hier im Übrigen, Leute, der Typ da hinten, glaubt in kein Wort, der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Ha? Das ist dann schon eher meine Schuld. Wenn ich immer eiskalt die Wahrheit sage, dann werde ich mir vielleicht auch nicht nur Freunde damit machen. Das ist mir vollkommen bewusst. Gerade mir ist das bewusst. Ich habe hier auch schon Dinge gesagt in Videos, wo am nächsten Tag dann irgendwie gesehen habe, 30, 40 Leute haben die abonniert. Das ist mal relativ Wayne. Wenn man immer die Wahrheit sagt, dann spricht sich auch das rum. Ne? Alle hatte. Ja, die Vorteile haben wir alle. Das ist nicht fair. Wann ist das Leben fair? Das Leben ist nicht fair. Das Leben war auch noch nie fair. Das Leben wird auch nie fair sein. Zumindest nicht in diesem Universum. Ja, keine Ahnung, ist Tag zu Tag, ne? Es kann schon scheiße unfair sein manchmal, aber man kann es halt auch drauf anlegen, Rainer. Man kann es auch wirklich drauf anlegen. Ne? Das ist wie jemand, der lernt, wie er sich selber gute Karten im Poker oder im Blackjack hermischt und die guten Karten dann absichtlich für andere Leute hermischt. Das, was du da machst seit Jahren, ist einfach Selbstsabotage, Rainer. Da kann Schicksal nichts dafür und Fairness oder dergleichen, die Welt ist ungerecht, alles Horseshit, Rainer. Wenn du dir ins eigene Knie schießt, da kann dann die Welt nichts dafür und Schicksal, die Hater nicht und das ist dann auch nicht unfair, dass das dann wehtut, so, das ist halt einfach HDS. Aber meinst du nicht, wir sollten langsam schlafen gehen? Ach, ich würde noch ein bisschen zocken, aber du kannst Ja, Kelsey-Pries, Rainer. Aber dann steht er wieder auf um 6 oder 7 in der Früh, haben wir gelacht. natürlich gerne schlafen gehen. Ja, ich wollte nur mal bei dir vorbeischauen und gute Nacht sagen und so. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und schlaf gut. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf auch gut. Gute Nacht. Wir sind die Ärzte. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Ja, wo sind wir denn? Ah, komm. 54 Minuten ist noch ein bisschen wack. Das ist noch zu weit von der Pflichtstunde entfernt. Schauen wir nochmal ins nächste Video rein, nachdem ja hier jetzt wirklich auch 90% von dem Video übersprungen werden konnte. So, dann sind wir im nächsten Ding. Das sieht schon vielversprechend aus. Ne? Das ist halt so ein kleiner Zwischensnack, ne? So ein Brunch für Rainer. Der Laptop sieht auch dementsprechend verasselt aus. Das ist glaubwürdig. Einwandfrei. Vom Essen zum Flirten zu Goblin-Geschichten. Bin gespannt. Essen und Flirten. Damit fängt's an. Essen aus Denken. Ey, das könnte aber wieder ein gutes Ding sein. Es sei denn, hier kommt Buchplot. Der Jäger.
Das Buch, das er selber geschrieben hat oder eins, das er. Naja, der hat ja keine gelesen. Das baut er immer nur. Dark Romance. Okay, hier wird wieder gedaddelt. Ja, keine Ahnung. Die Überschriften sind schon mal vielversprechend. Dann hören wir doch da mal rein. Ne? Sorry, ich habe nicht gecheckt, dass du mich im Discord anrufst. War das jetzt so schwer? Nee, ich musste erst noch meinen Laptop anmachen. Nette Begrüßung, Rainer. Ne? Anscheinend gab es technische Probleme. Sie entschuldigt sich sofort. Ne? Sie nimmt den Anruf an und sagt, hey, sorry, ich habe es gerade echt nicht gecheckt, so, tut mir leid. Und anstatt zu sagen, nee, alles gut, brauchst du nicht entschuldigen, ich wollte nur kurz schauen, ne? Nachfragen, wie es dir so geht und so, ist alles gut. Statt sowas so, war das jetzt so schwer? Das ist wieder, da kannst du wieder einen guten Ausblick darauf kriegen, was passieren würde eine dieser Mullen tatsächlich den schweren Fehler begehen, sich mit einem Rainer Winkler einzulassen. Ne? Weil das ist, hier dieser Gestapo-Ton, das ist Name of the Game, wenn du in einer Beziehung mit Rainer Winkler bist. Da darfst du ja sowas den ganzen Tag anhören. Ich glaube, deswegen will der auch immer so schnell wie möglich den Frauen irgendeinen Braten in die Röhre schieben. Ne? Auf der einen Seite natürlich wegen seinem komischen Breeding-Fetisch und ne, Muttermilchnummern da, aber auf der anderen Seite auch einfach als Anker. Ne? Dann kann die nicht mehr weg, scheißegal wie räudig er sie behandelt. Jetzt in seinem Sinn, dass wir nicht in Saudi-Arabien leben und die Frau halt sagen kann, wenn er ihr massiv auf den Sack geht, sagen kann, was du, euer Depp, ja, mach deinen scheiß Lor, leck mir am Arsch und ich verpiss mich jetzt, sondern das Kind nimm mir mit, weil bei dir, Dulli, lass ich das Gewiss nicht. Sonst wird es am Ende noch wie du. Das kommt in Reiners Gedankenwelt nicht vor. Ne? Da kommt man dann wieder in diese, wo er dann geschrieben hat, seine komischen Goblin-Geschichten, da kommt jetzt sicher auch wieder irgendwas, wo dann die Leute einfach nur lang genug gegen ihren Willen verknuspert werden, damit sie dann irgendwann checken, so was gut für sie ist. Ne? Das glaubt der Rainer wirklich. Und dann kann er sie wie Dreck behandeln und dann wird sie da bleiben, egal was ist. Ne? Da wird es niemals gehen. Das ist Rainers Fantasie. Ja. Ja, alles gut? Ich mache mir noch einen Kaffee gerade. Ich habe vorhin doch noch Kaffeepads bekommen. Schön. Der Kollege, mit dem ich mich neulich mal getroffen habe, der hat gemeint, hey, ich war in der Tschechei vor einer Woche oder was. Ich habe hier noch irgendwie 4 Kaffeepäckchen rumliegen von seiner Ex irgendwie. Die braucht sie wohl jetzt nicht mehr, weil sie nicht mehr zusammen sind. Und dann ist ihm eingefallen, ey, du hast... Okay, also die Story macht hier jetzt schon keinen Sinn. Also erstens mal, ein Gumbel von ihm war in der Tschechei. Ja? Erstens, er hat keine Gumbels. Noch dazu wäre das ja doch ein bisschen weit weg, ne? Wenn du in Berlin wohnst. Und daraus fahren die meisten Leute, wenn sie billig irgendwas einkaufen wollen, nach Polen. Ne? Weil das ist näher. In der Tschechei, warte mal, was liegt denn da in der Nähe? Von der tschechischen Grenze, wo kommt man denn da schnell? Zobis ist doch relativ nah, ne? Plauen, Zobis. Das ist doch relativ nah an der tschechischen Grenze. Ne, aber Gumbel, es kann halt sein, dass Uwe ist nach Tschechien gefahren, um Kaffee zu kaufen. So, das war der Punkt. Gumbel ist rübergefahren und hat ihm dann Kaffee mitgebracht. Uwe ist nach Tschechien gefahren und hat gesagt, Rainer, ich fahre nach Tschechien, um günstig Gelumpe einzukaufen. Mach mal Großeinkauf, ich mach's Auto voll, wie schaut's aus? Brauchst du was? Und da hat er gesagt, hier Kaffee und Zucker für den Tee. Ja? Uwe hat ihm Kaffee mitgebracht. Eine Kaffeepad-Maschine, willst du die haben? Hier, nimm und friss. Friss und stirb oder keine Ahnung. Oh Gott. Damit die Dinge einfach loswerden und da er auch in Berlin lebt. Ja, und das mit der Freundin von dem Gumbel, weiß ich auch nicht, weil wenn die Schluss gemacht haben, hat die nur Kaffee getrunken, weil sie es ansonsten mit ihm nicht ausgehalten hat und jetzt, wo sie Schluss gemacht haben, braucht sie den Kaffee nicht mehr oder warum nimmt die den nicht mit oder warum gibt er nicht den Kaffee ihr?
keine Ahnung, Fragen über Fragen. Ne? Wie gesagt, Uwe ist nach Tschechien gefahren zum billig einkaufen und hat Kaffee mitgebracht. Ne? Und Reini freut sich, dass er jetzt Kaffee hat. Einfach kurzerhand sagst du, ich komme einfach mal schnell vorbei. War vorhin mit 10 Minuten da und die vorbeigebracht. Ja, das ist doch schön. Ja, immerhin. Ja. Probiert mir jetzt wieder aus. Hätte ich das heute Morgen gewusst, hätte ich mir anstatt einen Ostersaft für 2 Euro und ein Ding für 1 Euro, hätte ich mir einen Zucker gekauft. Aber gut. Ja. Warte, was wolltest du kaufen? Zucker? Ein Päckchen Zucker, Ach so, okay. Also er reicht jetzt noch übers Wochenende, denke ich, aber er geht schon stark zur Neige. Okay. Ja, das ist immer, das bei Rainer ist das Schlimmste. Ja? Das weiße Pulver. Das weiße Pulver, das muss immer reichlich vorhanden sein. Ne? Das, ja, aber habt ihr Scarface gesehen? Das nur mit Zucker. Wenn er dann wieder an irgendwelche Haterinnen irgendwelche Maulwurfbilder verschickt, steht drunter, say hello to my little friend. Nur, dass der nicht gefährlich ist, Alter. Und dass er die Narbe quer über den ganzen Wanst hat, von da, wo es ihm aufgrund von intensivem Monsterkonsum die Gallenblase rausgeschnitten haben. Und nicht im Gesicht, ne? Trinkst du Kaffee mit Zucker oder wie? Oh, nee. Liebes Bärchen, du da nicht. Wo denkst du hin? Rainer trinkt Zucker mit Kaffee, ja? Ich glaube, Rainer hat noch gar nicht gecheckt, dass es den Zucker schon flüssig gibt. Also, dass diesen Kornsirup, den sie nehmen, um in der Lebensmittelindustrie alles zu süßen, ne? Das Hauptzutat von allen Nestle-Produkten auf diesem Planeten, dieser Billigkornsirup. Rainer hat noch gar nicht gecheckt, dass es den gibt, ne? Da wird er sich das Ganze alles noch ein bisschen mehr sparen, weil der ist ja dann schon flüssig und der kommt dann in die Tasse und dann kommt so lange Kaffee obendrauf, bis es gerade so trinkbar ist, bis es so eine Melasseartige Konsistenz hat und da schlürft er sich dann rein. Und dann wundert man sich danach wieder, warum er jetzt wieder Wasser in die Achsen hat. Naja, okay. So wie ich bin. Süß und weiß. Wenn ich irgendwann mal schwarz und sauer trinke, dann kann ich das nicht mehr sagen. Ja, ich weiß nicht, ob du. Ich glaube, das Einzige, was süßlich ist an ihm, ist der Geruch, ne? Dieser leichte Verwesungsdunst, der ihn umgibt. Und ich glaube, weiß ist er auch, also zumindest die Beine, also die letzten Bilder, die ich von seinen Beinen gesehen habe, die waren nicht mehr weiß, so, die waren knalle rot, ne? Aber inzwischen ist die Haut abgegangen, vielleicht ist ja drunter wieder weiß, weiß nicht, keine Ahnung. Ach ja, ich war ein bisschen schön draußen, schönes Wetter, aber die Sonne, die hat mich so müde gemacht. Ja, das hat die Sonne an sich. Die Sonne. Aber das ist schon schön so, die Bäume im Wind und okay, das ist peinlich, aber ich habe mich da so ein bisschen auf die Schaukel gesetzt und so ein bisschen geschaukelt. Dann kommen immer so ein bisschen Kindheitserinnerungen hoch. Ja, keine Ahnung. Ich mache das auch gerne. Ja? Ja gut, jetzt mit meinem Gewicht kann ich das schlecht machen, aber das früher auch immer gerne gemacht. Ja, ist schon cool. Ich muss echt schauen, dass ich wieder abnehme, ey. Hast du da... Ja, Rainer, das erzählst du seit Jahren. Passiert ist genau überhaupt nichts. Ich glaube ihm, dass er ein bisschen was abgenommen hat, als er hier seinen bärtigen Clan-Zuchtmeister noch hatte, ne? Der praktisch mit der Gorsel hinterhergelaufen ist und ihn zum Sport geprügelt hat und ihm vorgeschrieben hat, was er zu fressen hat und wann er schlafen zu gehen hat, ja? Weil er ihn dann sonst vor die Tür gesetzt hätte in Blauen. Aber dass er da ein paar Kilo abgenommen hat. Und ich glaube, wenn du eine Vierteltonne wiegst, dann geht das auch sehr viel schneller als bei Leuten, die näher am Normalgewicht sind. Das ist ja auch bei, ich weiß nicht, jeder von euch, der ein bisschen zu viel auf die Rippen hat, weiß, wenn man anfängt, so, die ersten Kilos sind die schnellsten. Und da geht dann erst einmal wirklich, ne, der Stoffwechsel fährt wieder hoch, presst erst einmal ein bisschen Wasser aus der ganzen Nummer raus. Da hat man gleich 3-4 Kilo weg innerhalb von ein paar Wochen. Und das ist Gucci soweit, ne? Ich glaube, wenn man seine Ausmaße angenommen hat, dann können das auch 20 Kilo sein, die da in ein paar Wochen, in einem Monat oder 2 mal schnell weggehen. Und das gebe ich ihm, ne, weil er dazu geknechtet wurde.
Und in dem Moment, in dem die ihn fallen lassen haben, weil zu viel Arbeit war und nicht abzusehen war, dass man da tatsächlich Profit machen kann und auf Rainer zu viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit liegt, um ihn wirklich effektiv für Geldwäsche zu benutzen, dann hat man halt weitergeschickt. Und seitdem hat er sich das fleißig wieder draufgefressen. Jojo-Effekt lässt grüßen. Ich nehme an, dass er inzwischen mehr wiegt als damals, als er aus der Schanze rausgemeldet ist. Jetzt irgendwie einen Plan, wie du das machen möchtest? Ja, FDH, Rainer. Na, nicht einmal. Rainer, du müsstest, bei FDH funktioniert bei ihm schon einmal, ne? Weil er frisst halt das 10-fache von dem, was ein normaler Mensch fressen sollte. Rein an reinen, leeren Kalorien. Ja, der Zucker reicht nimmer übers Wochenende. Ganz ehrlich, ich habe noch nie das Problem gehabt, dass ich mir gedacht habe, boah, ich muss dringend vor dem Wochenende nur Zucker holen, weil der reicht sonst nimmer übers Wochenende. Ich brauche sehr selten Zucker. Wenn man mal was backt und dann geht man extra einkaufen und sagt, okay, wir brauchen dann noch Zucker, wenn keiner mehr da ist. Aber dass ich mir denke, so, ich habe ja so einen hohen Zuckerverbrauch und ich habe bloß nur ein Pfund daheim, ob das übers Wochenende langt, weiß ich nicht. Die Situation habe ich noch nie gehabt. Zeit, bevor wir uns treffen, vielleicht kriege ich das 40 Kilo runter. 40? Was? In welchem Zeitraum willst du 40 Kilo abnehmen, Rainer? Ich muss echt schauen, dass ich wieder abnehme, ey. Hast du da jetzt irgendwie einen Plan, wie du das machen möchtest? Ich habe noch etwa 2 Monate Zeit, bevor wir uns treffen. Vielleicht kriege ich das 40 Kilo runter. 2 Monate 40 Kilo. Rainer, das ist, ich würde mir vielleicht ein bisschen realistischere Ziele stecken. Ne? Also 40 Kilo in 2 Monaten ist dann schon wild, glaube ich. Halte ich für unrealistisch, Rainer. Es sei denn, die lange befürchtete Diabetes-Fuß-Amputations-OP steht an. Da kann es gut sein, dass er innerhalb von einem Tag 40 Kilo los wird. Ja. 40 Kilo in 2 Monaten. Das klingt echt anstrengend. Das schaffe ich, muss ich halt nur durchziehen. Ja, Rainer, wann in deinem Leben hast du jemals irgendwas durchgezogen? Rainer, du laberst immer. Ich zieh durch, bla. Du hast noch nie irgendwas durchzogen. Noch nie. Rainer. 60 in 4 Monaten abgenommen, also. Oh, okay, krass. Ja, das hat wieder drauf, nachdem ich. Ich gebe ihm 30 in 4 Monaten. Damals. Gebe ich ihm. Das war nämlich auch näher an dem, was er gesagt hat. Das war nämlich dann ungefähr, man hat abschätzen können, dadurch, dass er viel unterwegs war, bevor er sich da unter die Fittiche von Karl Dall begeben hat, hat er da schon ein bisschen was abgenommen gehabt. Und dann war er nur so knapp bei 230. Und dann hat er auch irgendwann einmal gesagt, und das war auch nur zu der Zeit, der Karl Dall wird ihn dazu angehalten haben, so lügt die Leute weniger an. Da war es dann so, dass er knapp unter 200 war. Und das war glaubwürdige Aussage zum damaligen Zeitpunkt. Regelmäßig Sport gemacht und nach 4 Monaten mehr oder weniger dann 30 Kilo runter, glaube ich ihm. Er sagt jetzt 4 Monate 60 Kilo, ist halt wieder lülülü. Ne? Das ist halt einfach wieder lülülü. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden im Haus habt, der 60 Kilo wiegt. Ne? Keine Ahnung, eine Oma oder so. Umarmt sie mal und hebt sie dabei hoch und dann überlegt euch, ob das möglich ist, das Gewicht in 4 Monaten abzunehmen. Das Problem ist halt bei mir einfach der Bewegungsmangel. Das ist das Hauptproblem. Ich esse eigentlich alles ungesund. Das Ungesündeste bei mir ist. Alter, Meme. Hat sich gerade noch beschwert, dass der Zucker nicht mehr übers Wochenende hält. Ja? Erzählt jetzt hier, es liegt wieder nur an der Bewegung und der ist gar nicht so ungesund. Hat vorher noch gesagt, dass er seit 6 Wochen nichts anderes als Wurst und Zuckertoastbrot frisst. Aber liegt nicht an der Ernährung. Nein. Woher denn? Natürlich liegt es auch am Bewegungsmangel, Rainer. Aber sagen wir es mal so, bei dem, was du dich bewegen müsstest am Tag, bei den Kalorien, die du zu dir nimmst, da bräuchte der Tag ein paar mehr Stunden, damit du da noch aufs Defizit kommst, um abzunehmen. So viel bewegen könntest du dich gar nicht. Es ist physikalisch unmöglich. Das Bild, dieses KI-generierte Bild, das
Das zeigt es schon ganz gut. Ich merke nur gerade von meinem Rahmen ist genau die eine von diesen Stage Lights ist genau irgendwie sein Gesicht. Jetzt sieht es aus, als wäre das ein Cyborg wäre. Die obere Kopfhälfte irgendwie durch so einen Roboterkopf ersetzt. Er starrt immer noch auf dieses Festmahl, ne? Lieferando Deluxe Portion. Das ist wirklich der Zucker und ganz hin und wieder mal Snacks. Ja. Aber selbst das habe ich halt nicht immer. Ich meine, ich habe jetzt hier neulich ein ganzes Päckchen Schokolade gefressen. Davon habe ich 4 Päckchen gehabt. Das war ziemlich dumm, weil die war extrem süffig. Also die hast du nicht gemerkt. Da hast du Nein, Schokolade ist nicht süffig. Saufen tut man Flüssigkeiten rein. Eine feste Schokolade ist nicht süffig. Und er hat 4 Backel Schokolade gehabt. Rainer, wo hast denn die her? Warum hast du denn 4 Backel Schokolade? Wo du doch angeblich Schokolade überhaupt gar nicht magst. Dann wäre es doch überhaupt nicht sinnvoll, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, dieses wenige Geld dann noch für Schokolade auszugeben, die man ja nicht mag. Und dann muss man sie zwangsweise fressen. Tut einem fürchterlich leid, aber es schmeckt nicht. Aber 4 Backerl Schokolade hat man sich ins Gesichtsarschloch reingerendert. Also es liegt nur am Bewegungsmangel, dass er so dick ist. Nichts anderes. zweimal reingebissen, da war die Schokolade weg. Nicht weil die klein war, sondern weil die einfach so lecker war. Da hast du einfach gefressen ohne Ende. Ja, Rainer. Und das ist halt Name of the Game bei dir. Das ist halt Name of the Game. Das ist genau das Problem. Und ich glaube auch, ich glaube, er checkt bei vielen Dingen gar nicht mehr tatsächlich, was er gefressen hat. Ich glaube, wenn du ihn aufnimmst, wirklich den ganzen Tag und ohne dass er es weiß, versteckte Kamera, und du fragst ihn am Abend, Rainer, was hast du gegessen? Dann sagt er, ja, das oder das oder das, nicht so viel eigentlich. Und dann, Rainer, glaubst du, dass du 6000 Kalorien zu dir genommen hast über den Tag? Nein, im Leben nicht. Dann zeigst du ihm das Video. Da, hier, da, wieder am Fressen, wieder am Fressen, wieder am Fressen, wieder am Fressen. Ich meine, wie gesagt, klar, Bewegung täte ihm auch gut, aber es muss halt beides passieren bei ihm. Ich kann mich so viel bewegen, wie ich will. Extrem Strongman. Ne? Strongman in der ultimativen Vorbereitungsphase auf die Wettkämpfe. Die brauchen so viel Kalorien am Tag. Ein dicker Horizon, der den ganzen Tag bloß am Laptop sitzt oder auf der Matratze in der Ecke flackt wie so ein Age-Junkie aus Trainspotting. Der braucht nicht 6, 7, 8.000 Kalorien am Tag. Ja, das ist eine ganze Schüssel, eine ganze Flasche habe ich da in einem Abs weggefressen. Ja, das verstehe ich. Das passiert dann schnell. Und ein Päckchen Chips habe ich gefressen, aber ansonsten... Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit Karotten gefressen, Tomaten gefressen, ich habe noch... Ich möchte euer Augenmerk nochmal lenken auf das Wort gefressen. Ne? Das trifft es nämlich schon relativ gut. Und ob er jetzt die ganze Zeit Karotten oder Tomaten gefressen hat, weiß ich nicht. Ne? Das kann aber sein, das würde der Winklerschen Fresslogik würde das entsprechen. Ne? Ich erkläre euch kurz, was ich damit meine. Rainer ist sich dessen bewusst, dass er zu dick ist und dass er sich gesünder ernähren muss, um abzunehmen. Dann zwängt er sich ein paar Karotten ins Gesichtsarschloch rein, weil er gehört hat, die sind gesund, ne? Die machen satt, die haben wenig Kalorien und die haben hier Ballaststoffe, ne? Und so ein Scheiß, und alles gut, und Vitamine etc. Also super geiles Zeug zum Abnehmen, viel davon fressen. Und dann isst er tatsächlich ein paar von diesen Karotten, zwängt sie sich rein, weil die sind halt nicht süß genug. Und danach ist er, wenn er 2 Karotten gegessen hat, ist er so stolz auf sich, dass er jetzt so Gutes für seinen Körper getan hat, dass er sich als Belohnung ein Backerl Chips und 2 Backerl von dieser Schokolade ins Gesichtsarschloch reinrendert. Und dann helfen die Karotten nämlich nicht mehr beim Abnehmen. Im Gegenteil, dann machst du es schlimmer. Weil die Karotten haben zwar wenig Kalorien, aber sie haben halt nicht 0 Kalorien. Das heißt, du frisst die ganze ungesunde Scheiße, die du sowieso fressen würdest, aber dann mit einem guten Gewissen, ne? Weil es ja deine Belohnung, weil du brav dein Gemüse gegessen hast und du frisst das Gemüse halt noch
Gemüse-Kalorien-Count geht noch oben drauf. Ne? Das heißt, du wirst noch schneller, noch dicker, Rainer. Und das macht gesundheitsmäßig überhaupt keinen Unterschied. Also, ne, in die bessere Richtung. Es macht schon einen Unterschied in die Wasserhaxen sagt bald Medal-Off-Richtung. Da macht schon einen Unterschied. Die müsste ich eigentlich ganz dringend essen. Ich habe noch 2 Päckchen, ich habe noch 2 Päckchen Karotten. Päckchen. Nicht 2 Päckchen Karotten, 2 Päckchen Gurken im Kühlschrank, die muss ich dringend essen. Rainer, Päckchen Gurke. Hast du schon mal eine Gurke gekauft? Ne, habt ihr schon mal Gurken in Päckchen gekauft? Ich weiß nicht, Gurken gibt es entweder als Essiggurken, dann sind die im Glas. Dann sind die aber auch nicht mehr so gesund wie normale Gurken. Da ist auch viel Kalorien drin, weil die oft auch Zucker zugesetzt wird. Ja, in die Suppe, in der die schwimmen, wächst der Haltbarmachung. Aber im Päckchen, normalerweise, die liegen halt da in der Auslage. Ich bin ja super froh, dass sie inzwischen davon abgesehen haben, jede einzelne Gurke in Plastik einzuschweißen. Ja, dass die Scheiße größtenteils nicht mehr stattfindet. Weil das halt dom ist. Ne? Aber ansonsten liegen Gurken halt in der Gemüseauslage. Einzeln, nicht im Päckchen. Der Mann hat in seinem ganzen Leben noch nie ein Stück Gemüse gekauft. Noch nie. Nicht ein Stück Gemüse, noch keine Gurke, noch kein gar nichts. Der erzählt hier Bullshit. Ja? Das Backerl Karotten gebe ich ihm. Ja? Benefit of the doubt kriegt er von mir. Aber geholfen hat es halt nichts. Wenn es da danach nochmal eine ganze Packung Chips und die ganze Schokolade reinschürst und dann ansonsten dieses Billig-Zucker-Toastbrot mit der Billigwurst ins Gesichtsarschloch reinrenderst, dann hilft das überhaupt nichts. Da kannst du die Karotten fressen, wie du willst. Bis du kotzt. Die vergammeln mir sonst noch, wobei ich glaube, die eine kann ich nicht mehr essen. Muss ich mal schauen, dass ich die andere morgen esse. Oder vielleicht später noch, vielleicht beim Film gucken oder so später mir noch ein paar Gurken zusammenschnibbeln. Ja, und ansonsten, halt Brot, Wurst, Käse, manchmal. Ja, aber mehr, ich esse ja auch nicht viel. Also ich esse am Tag vielleicht 2-mal, wenn es hochkommt. Im Übrigen, Rainer, ist das Käse. Käse, das ist ein Umlaut. Nicht Käse. Ne? Man spricht das Käse aus. Ich krieg da Zustände immer. Ja. Von 12 Uhr bis nachts um 12 Uhr und von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr morgens. Nee, ich esse im Normalfall, also früh esse ich für gewöhnlich nicht viel. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einem Hotel oder so bin, dann tue ich richtig frühstücken. Aber wenn ich jetzt hier bin, ich tue im Normalfall. Hat er nicht neulich erzählt noch, dass er sich irgendwie 5 Semmeln in der Früh reinrendert? Hat er das nicht in einem der früheren Leaks gesagt, dass er sich 5 Semmeln holt? Wenn ich jetzt in der Wohnung bin oder so, ich esse im frühen Normalfall nichts. Ja. Ich esse mal der Rest vom Vortag, wie jetzt zum Beispiel vorgestern da mit dem Reis und so. Ja. Ja, er frisst die Reste vom Vortag, ne? Weil bei Lieferando, wenn sie von Plauen bis nach Zobis fahren müssen, wahrscheinlich 50 € Mindestbestellwert ist und dann bleibt halt ein bisschen was übrig, ne? Dann rendert er sich das noch in der Früh noch gemütlich als Frühstück rein, ne? Das habe ich aber auch im Prinzip bloß viel Fläche gegessen, den Rest habe ich dann mittags gegessen. Dafür habe ich mir dann fast die ganze Pfanne reingezogen, ey. Ja. Ein riesiger Bock halt. Und ich habe am Vorabend schon ein bisschen was gegessen, dann am Morgen habe ich 3-4 Löffel gegessen. Und dann habe ich. Ich mag noch mal erinnern an den Frankengamer, ne? Der gesagt hat, er hat für die ganze Familie gekocht für 2 ganze Tage Gulasch. Und für die ganze Familie für einen ganzen Tag Gulasch war noch da, als er abends ins Bett ging. Und als er morgen aufgestanden ist, war dieser Topf leer. Also Rainer ist abends mit denen am Tisch gesessen, ne, zum Abendessen und hat seine Portion, schon ein bisschen größere Portion, Gulasch gekriegt. Alle haben gegessen. Alle anderen gehen ins Bett. Reini kommt dann, wenn alle nochmal schlafen in der Dunkelheit und frisst die komplette Tagesration an Gulasch für 4 Leute alleine nochmal obendrauf. Rainer isst ja nichts. Keiner weiß, warum er so dick geworden ist. Ne? Und ganz ehrlich, dieses Gulasch wird wahrscheinlich qualitativ hochwertiger gewesen sein als alles andere, was er in den letzten 15 beschissenen Jahren irgendwie selber zubereitet hat.
Ich habe seinen Wurstgulasch gesehen und seinen ganzen anderen Scheiß. Ne? Butter, Salz, Brot, leck mich am Arsch. Ha? Ich habe mir abends die ganze Pfanne reingezogen. Ey. Das Ding ist nicht gerade klein. Na, jedenfalls, das ist auch geil, das ist auch hier Schrödingers Adipositas, ne? Man weiß nicht, wo es herkommt, aber er isst ja nichts. Er ernährt sich ja immer gesund und jetzt erzählt er schon seit 2 Minuten, was er eigentlich alles gefressen hat. Den ganzen Wok hat er leer gehauen. Den ganzen Trog, ne? Die Schweine im Stall sind alle verhungert. Rainer hat den Trog leer gefressen, hat den ganzen Tag nichts gegessen. Das kann sonst keiner, ne? viel Reis, viel Gemüse, wenn nicht kann Hähnchen, weil es gesünder ist. Ja. Also ich achte schon ein bisschen darauf, was ich esse. Ja, Rainer, wenn das Hähnchen paniert und durch die Fritteuse geschickt worden ist, dann ist das genauso ungesund wie alles andere auch. Ne? Ungesund ist der wirklich an mir sind Cola, Limo und halt der Zucker in meinem Kaffee. Ja, das Zucker. Das ist das Problem, Rainer. Das ist eins der Probleme. Aber die ganze andere Scheiße, die Kartoffelchips und den ganzen Dreck, den du zwischendurch reinschürst, das kommt schon auch noch mit drauf. Ne? Der Toast, die Wurst, alles. Orangensaft und so weiter gibt es nicht so oft. Ja. Ist aber auch scheiß teuer, wie gesagt, 2 Euro die Flasche. Für 1,5 Liter Flasche 2 Euro finde ich schon ein bisschen heftig. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die Sache ist halt, das Cola kostet halt genauso viel wie das Limo, weißt du? Da schmeckt mir halt das Cola besser wie das Limo, deswegen. Ja, weißt du, was nur weniger kostet, Rainer? Wasser. Ja, wie gesagt, hey, ich bin auch kein großer Fan, Leitungswasser zu saufen. Ich schirme mir schon auch aber täglich Leitungswasser rein, einfach, ne, wenn ich einfach nur Durst habe. Aber klar, für den Genuss mische ich mir da irgendwie meine Holy-Pülverchen da rein, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Ich habe auch lieber irgendeinen Geschmack dazu. Aber wenn man sich der ganzen Problematik bewusst ist und wie viel Zucker die ganze Scheiße hat, und Orangensaft ist jetzt vom Zucker her auch nicht sonderlich gesünder als Cola. Das hat fast genauso viel, wenn nicht sogar mehr Zucker. Und der Zucker ist das Problem, Rainer. Der Zucker ist das Problem. Ja, verständlich. Sehe ich aber auch so. Also, so von dem, was du aufzählst und so, dann unterscheidet sich unsere Ernährung ehrlich gesagt nicht viel. Also, wenn überhaupt. Das ist genauso, so esse ich auch, also keine Ahnung. Ja, liebes Bärchen, wenn du so isst, dann, das mag vielleicht sein, aber da kommt es halt dann auf die Menge drauf an. Die Dosis macht das Gift. Natürlich kann ich auch irgendwie sagen, ja, ich habe heute gegessen Schokolade, Kartoffelchips und dieses und jenes und Cola. Wenn das alles sich aber auf einen generellen Kaloriencount beschränkt, der unter meinem täglichen Verbrauch ist, kann ich trotzdem abnehmen. Oder der auf meinem täglichen Verbrauch ist, dann nehme ich halt weder ab noch zu. Wenn ich halt aber für eine ganze Großfamilie fresse jeden Tag, rein vom Kaloriencount her, dann ist auch, ich würde jetzt nicht sagen, wurscht, was ich davon fresse, aber auf jeden Fall werde ich dick. Ich meine, Kuh wird ja auch, frisst zwar nur Gras, aber die frisst halt sehr, sehr viel davon, ne? Und die auch dick werden. Das kommt aber beim Abnehmen auf mehr an als nur das Essen, die Bewegung. Das kommt auch auf den Stoffwechsel an. Hast du einen guten Stoffwechsel, kannst du futtern ohne Ende. Ja. Du nimmst nicht zu oder nur schlecht zu. Hast du einen schlechten Stoffwechsel, reicht das, wenn du 1 Snickers isst und hast 3 Kilo. Ja, Rainer, du hast einen ganz schlechten Stoffwechsel. Und ich sag dir auch warum. Also du hast schon immer einen schlechten Stoffwechsel gehabt, offensichtlich. Weil klar, jeder kennt irgend so jemanden, der wirklich viel fressen kann, aber wirklich nicht nennenswert dick wird. Das ist unfair von der Natur. Aber wenn man das weiß, dass man nicht zu diesen Leuten gehört, muss man ein bisschen besser aufpassen. Ne? Und was seinen Stoffwechsel angeht, ne? Also ich sag's euch, was er schon mal nicht gut verstoffwechseln kann eigentlich. Das Fett. Ne? Weil er keine Galle mehr hat. Aber das Gute ist, der Zucker, den kann er schon gut verstoffwechseln, den wandelt dann der Körper erst in Fett um. Das ist gut. Ne? Die Natur wieder ausgedrippelt, der gute Rainer. Drauf. Okay, ja, das kann sein. Ich habe halt eher immer Probleme, wie gesagt, zuzunehmen. Das fällt mir nicht leicht. Das ist auch nicht gut. Also. Ich bringe dich schon mal dazu, dass du ein paar Kilo zunimmst. Okay. Wir kommen zusammen, ich will wieder von dir, dann tut das automatisch. Nein. Super, danke. Nein. War das jetzt hier wieder so eine, Scherz halt gemacht, ne? Nee, war nur ein Witz, dass er sie gleich schwängern will. Nein.
Das war Spaß. Nein, also grundlegend, ich esse ja echt gerne und alles und ich bin auch gerne unterwegs und alles und wenn ich dann mal in einem Restaurant oder was bin, das gibt so ein ganz bestimmtes Restaurant, ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, von 50 Steiner. Wow, brutal. Kann sein. Das ist einfach brutal und wenn ich da reingehe, da fresse ich mich wirklich fett, ey. Moment. Ich war in 50 Steiner. Ich bin nochmal in Regensburg in so einem auf American Style Diner gewesen. Das war ganz cool eigentlich. Ne? Aber das ist halt auch was ich eher selten essen würde. Ne? Nicht, weil es scheiße ist, sondern weil ich weiß, wie ich aussehe, wenn ich sowas regelmäßig fresse. Außerdem war es teuer. Ne? Aber so, das kann man schon mal machen. Ne? Die gibt es ja inzwischen fast überall in Deutschland, gerade in der Nähe, also mehr oder weniger in jeder größeren Stadt gibt es irgend so einen American Diner und da kann man sich schon mal gut gehen lassen. Aber das ist halt Diätessen. Ne? Da kann man damit rechnen, dass wenn du da reingehst mittags, dann hast du halt mittags den Kalorienbedarf für den kompletten Tag intus. Mann, die ist immer so riesig, die bitte. Oh, nimmst du wieder Tabletten? Ja, ich habe die Omega-3 genommen. Ah ja. So, sollte man übrigens immer nehmen, die ist gesund. Sagt man zumindest. Nee, also Rainer, dir. Ja, wie gesagt, ne, Tabletten nehmen statt einfach weniger fressen. Die Rainer Winkler-Logik. Wenn ich reinkomme, da gibt es halt zur Begrüßung erst einmal eine Cola und wie heißt es? Bacon Mushrooms. Manchmal auch. Zur Begrüßung gibt's die. Ist das so ein guter Kunde, oder? Ist das hier wieder Luigi aus den Simpsons? Ah! Kommen Sie her! Oh, krieg ja eine bessere Tisch. Sitze nicht hier mit die Abschau. Hey, Salvatore! Nein? Ja, wer glaubt's? Wer glaubt's, dass der Rainer in dieses 50s Diner reingeht und die sind alle schon, die kennen ihn und alle mögen ihn. Und der gute Rainer kriegt ja gleich einen Gruß aus der Küche. Im 50s Diner, im Fastfood-Restaurant. Rainer, halt doch bitte einfach. Jetzt rendert er sich da irgendeine Story zusammen. Als ob er wirklich irgendwie. Das ist halt traurig irgendwo, aber als ob er da wirklich irgendwie so ein bisschen ein soziales Gefüge hätte. Irgendeine Konstanz in seinem Leben. Ne? Nichts davon ist wahr. Und sich das so auszudenken, dass er da reinkommt wie der Pate, und dann nimmt man ihm den Mantel ab. Oh, Don Winkler. Was können wir? Ein Cola und Bacon Mushrooms. Auch noch Mozzarella Sticks. Die gibt es dann ja mit so einer richtig schönen Dipsoße. Ja, das klingt gut. Ja, dann hole ich mir die Rainer, die Spare Ribs, Barbecue Spare Ribs. Ey, jetzt hat er mich gekriegt, ne? Ich sag dir und er sagt, die. Hm. Und da kommen halt dann 4 oder 5 Spare Ribs, die sind halt irgendwie so gefühlt, keine Ahnung, 15 cm lang und irgendwie so 3 cm dick mit dicker, fetter Soße halt, also richtig American Soße. Okay. Und das sind halt 4 oder 5 so Stücke aufeinander. Und dazu noch einen richtig guten Coleslaw. Einen richtig guten Coleslaw. Coleslaw ist halt, das ist halt Kraut mit Mayonnaise und Essig, Digga. Das ist halt, ist jetzt auch kein Diätprodukt. Ne? Und ich weiß nicht, 5 so Lappen Spare Ribs. Wenn man vorher schon irgendwie Bacon, Mushrooms, Intus hat, weiß ich nicht, Rainer. Das hört sich ein bisschen so an, als würdest du doch nicht so wenig essen. Der Coleslaw ist so episch in dem Laden. Ja. Steht nicht auf der Liste. Der stand lange Zeit nicht auf der Liste. Ja, der Coleslaw steht. Halt doch dein dummes. Rainer, ich kenne auch Restaurants, die so Secret Items haben, ne, nach denen du fragen kannst, so könnt ihr den Burger vielleicht machen, aber mit dem und dem und so. Das extra Patty, was eigentlich nicht auf der Ding steht, oder man macht Chili Cheese Fries, einladen kann, die hatten halt Chili und die hatten Pommes und ich habe den gefragt, ob er Chili Cheese Fries machen kann, das hat er gemacht. Und das stand nicht auf der Karte, aber hab's dann immer wieder bestellt, wenn ich dort war, was cool war. Aber der Coleslaw, wenn ich einen American Diner habe,
auf amerikanische Küche spezialisiert. Da ist Coleslaw ist ein absolutes Standard-Item in jedem American Diner. Das ist nicht das, was man auf das Secret Menu packt. Ja? Vor allem, weil die machen den ja nicht extra so eine Schale, ne, nur für dich. Da wird in der Früh Mise en place, da wird ein riesengroßer Kübel davon gemacht. Von diesem Coleslaw. Und dann schreibt man nicht auf die Karte und erwartet, dass die Leute den einfach bestellen. Weiß ich nicht, Rainer. Es sei denn, wenn er nicht irgendwie zu jedem Gericht mit dazu kommt, automatisch und du gar nicht extra bestellen musst. Aber dann ist es auch nicht ein Geheimtipp, der gar nicht auf der Karte steht, Rainer. Du laberst wieder Bullshit. Geheimtipp, aber der ist ultra episch gewesen. Boah. Das klingt gut. Völlig wie sauber, da ist halt unglaublich viel das ist halt American Style, da ist extrem viel fettige Soße drin. Ja. Aber einfach geil. Ist aber bestimmt auch nicht billig, oder? Nee. Mhm. Und dann danach zum Runterspülen haue ich mir dann meistens noch einen Bananenshake rein. Also allem komme ich da, also früher, ich weiß nicht, was es jetzt kostet mit diesen ganzen Influationen und den ganzen Scheiß, wo das ganze Zeug hochgeht. Also, wir rechnen zusammen eine große Cola, Bacon, Mushrooms, die auch wahrscheinlich reichlich ölig sein. Was hat er gesagt? 5 große Lappen Spare Ribs und großen Milkshake und den Coleslaw. Ja, Rainer, weiß ich nicht, das ist der Kalorienbedarf für mich für 2, vielleicht 3 ganze Tage, dass du dir ins Gesichtsarschloch reinrenderst. Ne? Oder Weinflation so hochgeht, egal. Die Preise sind aktuell so hochgehen, kann sein, dass es teurer war, aber da habe ich ja schon mal so meine 40, 50 Euro gelassen, wenn ich da alleine gesnackt habe. Ja, das muss man sich schon leisten können. Ja, naja, das habe ich halt bloß ab. Ja, das Problem ist, Rainer kann sich das halt nicht leisten. Das ist das größte Problem. Ne? Rainer ist stark verschuldeter Arbeitsloser. Eigentlich kann er sich das nicht leisten. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das tatsächlich mal gemacht hat. Ne? Damals wahrscheinlich, als er das Erbe von Rudi frisch hatte, bevor er den Rest irgendwie für diese komischen Sex-Chats rausgeknödelt hat. Und wahrscheinlich in der Ranger-Staffel, wo noch genügend Barne da waren, ne? Dass er dann da reingemeddelt ist und gesagt hat, hier, schmeiß die Fufis durch den Club, gebt mir, was ich dafür kriege. Ne? Alle paar Monate mal gemacht, wenn überhaupt. Ist immer wieder bis alle paar Jahre. Eine Zeit lang sind wir da jedes Wochenende zweimal hin. Okay. Jedes Wochenende zweimal, Rainer. Ja, das heißt, du hast jedes Wochenende 100 Euro im 50s Diner gelassen. Und wer ist wir, Rainer? Wer ist wir? Du und deine Kumpels aus Denken oder bist du mit deinen Mädels dort gewesen? Zweimal jedes Wochenende, also samstags und sonntags oder freitags und samstags. Ja, aber 400 Euro 50s Diner, ne? Und an diesen Tagen den Kalorienbedarf für 2 Monate nur an den Wochenenden. Man weiß gar nicht, warum er so dick geworden ist. Ne, natürlich ist es Lülülü, ne? Aber das war, wo ich gearbeitet habe und alles. Das ist erstaunlich, weil er mag ja auch keine Burger, gell? Was er in so einem 50s Diner macht. Meine Kollegen, Freunde von mir, hatten da, wo ich gearbeitet habe und alles. Ach so, wo du gearbeitet hast, ist auch schon wieder gelogen, Rainer. Und ich glaube nicht, dass du beim Plaster Jakob genug verdient hast, dass du es leisten hättest können, zweimal jedes Wochenende 50 Euro im 50s Diner auf den Kopf zu hauen. Ha? Meine Kollegen, Freunde von mir, hatten da direkt neben dem Freunde von mir hatten da direkt neben dem in der Nachbarschaft weiter einen Proberaum, Bandproberaum. Okay. Und dann sind wir halt meistens dann, wenn wir bei der Bandprobe oder was waren, sind wir von da aus dann halt direkt zum Laden gefahren. Und haben dann Okay, wir sind jetzt hier im nächsten Ding. da mir das noch gesnackt oder so. Ja, das klingt cool. Das war geil, das sau ungesund halt. Ja, okay, verständlich. Warte mal, ich mach mal kurz Fenster zu. Ja, ich hab Okay. Sie macht kurz Fenster zu. 1 Stunde und 8 Minuten. Nee, bei 9 Minuten 13. 1 Stunde, 8 Minuten dauert der ganze Bums. Egal, bei 9 Minuten 13 sind wir. 9 Minuten 13. Wir haben jetzt hier schon 1,5 Stunden Reaction-Video. Haben wir heute ein bisschen mehr. Aber dafür sind wir auch weit gekommen, weil es war sehr viel Schmutz zwischendrin. Bin ab und zu ein bisschen vom Thema abgekommen, das tut mir leid. Naja,
Und dann schauen wir mal, was der Buchplot für Der Jäger, das scheint eine relativ umfangreiche Geschichte zu sein. Wenn ich mir das da unten so anschaue, und dann seine ganzen anderen. Hier wird es, glaube ich, wieder. Hier wird es dann wieder wild. Da kommt er dann wieder in seine komischen Geschichten mit Goblins und so ein Shit. Das war hier auch Dark Goblin Lord. Ja. Und ich glaube, da wird es wieder wild. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt hier ein ganz guter Cut, den wir hier machen. In diesem Sinne, Leute. Vergesst nicht, mir nochmal eure Lieblingsscharntaten von Reini da reinzuschreiben und ihr liken, hypen, abonnieren, Bullshit, ne? Wisst ihr Bescheid. Und ansonsten tut nichts, was Rainer tut. Mad Love.